Hallo miteinander. Herzlich willkommen zu einem neuen Svefa on Tour Vlog. Wir sind gestern Abend noch losgefahren bis auf Leutkirch, haben dann dort übernachtet. Es ist relativ spät geworden. Leutkirch ist allerdings ein schöner Platz. Ich zeige euch hier schnell ein paar Bildchen. Kann man also nur empfehlen. 8 € für eine Nacht. Für 24 Stunden. Für 24 Stunden. Wir haben es jetzt halt nur schnell gebraucht, sind jetzt noch weitergefahren und jetzt sind wir in Dachau. Genau. Und in Dachau gibt es eine Gedenkstätte vom Zweiten Weltkrieg aus den KZ-Zeiten. Und wir sind ja in Holland schon in Camp Westerbork. Ja, genau, Camp Westerbork gsi. Und dort haben wir gesehen, wo eigentlich das Ganze seinen Anfang genommen hat für die Leute. Und die sind dann da angebracht, also ein Teil da angebracht worden und sie haben nicht gewusst, wo sie ankommen. Mhm. Und ja, das ist jetzt quasi so das Ende. Und das haben wir jetzt mal schon länger anschauen und jetzt sind wir eben da. Es sind ein bisschen gemischte Gefühle, also für mich. Für mich auch, ja. Aber jetzt ja, müssen wir zuerst mal etwas essen. Weil wir haben Hunger. Ja, wir waren jetzt im Besucherzentrum, haben eine feine Currywurst gegessen. Unser Hunger ist somit gestillt. Wir haben dann noch Audioguides geholt. Die kosten 4 € pro Audioguide, also 2x4 €. Sonst der Eintritt ist frei, was eigentlich ja, schön und aber auch gleichzeitig erstaunlich ist. Das heisst, man muss auch nicht pressieren, weil wenn man nicht so viel Zeit hat, weil das Gelände ist sehr gross, dann kann man ja einfach wiederkommen. Auf jeden Fall, wir haben noch nachgefragt, filmen dürfen wir nicht, aber wir dürfen fotografieren und darum gibt es jetzt ein paar Fotos für euch von dem, was wir gesehen haben und nachher sehen wir uns gerade wieder. Ja, nach diesen Bildern, wir sind wie auch schon in Holland, im Camp Westerbork, sind wir auch ein bisschen niedergeschlagen jetzt. Mhm. Es ist schon heftig, wenn man sieht und vor allem auch selber kann durch so eine Gaskammer laufen. Ich meine, das ist schon heftig. Kost, ja. Die haben wir auch nicht dürfen fotografieren, darum gibt es da auch keine Bilder für euch.
Ja. Ja, überhaupt alles ist sehr... ja, man hat's, also mich persönlich hat es jetzt gedacht, so von der Anlage her, was man sieht, ist, weil es halt so viel noch sichtbar ist es jetzt fast einem noch näher gegangen, wieder im Camp Westerbork, weil dort hat es andere Vorteile, was jetzt uns weniger gut gedacht hat, aber da hat man wirklich gesehen, die Baracken, wie die näher aufeinander gebaut waren, wie die Leute zuerst noch relativ ihr eigenes Bett hatten und mit der Zeit einfach irgendwie total überfüllt in diesen Baracken haben müssen schlafen. Ja, und auch wie sich die Schlafräume verändert haben in diesen Jahren. Also am Schluss sind sie irgendwie zu Hunderten in so einem Raum gelegen und das ist wahnsinnig. 2000? Ja, alles zusammen, aber ja, nicht in einem Raum natürlich. Ja, schon, aber einfach total überladen und überfüllt. Jetzt kommt die Sonne. Wenigstens ein Lichtblick. Die Audioguides braucht es nicht unbedingt, weil man kann wirklich alles auch lesen. Also es ist eigentlich kein Problem, man kann es auch lesen. Man kommt auch mit den Audioguides nie alles durch, weil es ist so viel und ja. Leichte Überforderung. Genau. Aber man kann es also durchaus empfehlen. Ich finde, ja, man darf das nicht vergessen, man soll das auch nicht vergessen und ja, es ist eine gute Lehre. Also, ich bin immer wieder erstaunt, auch das Mal jetzt, ich meine, wie unglaublich gross das die Anlage war. Und wenn man bedenkt, dass das jetzt ja nur eine von vielen war, unglaublich, wirklich unglaublich. Ja. Aber jetzt müssen wir uns noch ein Schlafplätzchen suchen, wo genau das wieder ein bisschen an einem schöneren Kapitel. Genau. Wo genau das genau wird sein, wissen wir noch nicht ganz, aber es war viel genau, aber ihr werdet es mitbekommen. Ja. Wir haben jetzt etwas Feines zu Nacht gegessen, selber gekocht. Weil, wie ihr schon seht, sind wir hier auf einem Parkplatz, und zwar vor der Allianz Arena, wo der FC Bayern daheim ist. Bayern München. Ja, Entschuldigung. Wir sind eigentlich beide nicht so wahnsinnige Fußballkenner und Fan. Nein, aber ich wollte unbedingt einmal die Arena hier sehen leuchten, und ich hoffe, dass es auch diese Nacht, respektive diesen Abend, so wird sein und funktionieren. Aber mal eine Frage, leuchtet denn die jede Nacht? Also, ich habe keine Ahnung, ich weiss nicht. Ich auch nicht. Das werden wir jetzt dann sehen, weil also heute ist einfach irgendeine Nacht. Wir bleiben heute extra für unsere Verhältnisse lang auf, weil wir sind ja sonst Frühschläfer. Genau. Das wissen die meisten zwar nicht, aber es ist ja so. Bleiben wir extra lang auf, bis es wirklich dunkel ist. Und dann schauen, ob Sven Glück hat. Lang aufbleiben ist uns auch nicht so schwierig gefallen. Schliesslich haben wir super Wetter gehabt. Wir haben dann noch einen Spaziergang gemacht, ein bisschen um das Stadion herum. Leider hat es allerdings nie angefangen zu leuchten. Wir haben jetzt gerade Besuch von den netten Herrschaften von was weiss ich wo, auf jeden Fall. Eine riesen Nummer. Wir waren ein bisschen zu langsam mit der Kamera, ja. Aber ich war draußen und habe etwas in der Garage rein tun, und danach haben sie mich gefragt, Entschuldigung, können wir nicht schnell bei Ihnen in den Caravan schauen, weil wir kennen das nicht von Zuhause und so. Und dann haben sie gemacht, schwupps, und dann haben wir irgendwie 4 oder 5 Asiaten im Auto gehabt. Sehr lustig. Noch speziell bist du da am Tee machen und plötzlich stehen da wildfremde Leute in der Küche und fragen, können sie ein Foto machen? Okay, ja, kein Problem. Also jetzt gehen sie wieder. Mal schauen, ob es winkt. Wink mal. Lustige Erfahrung, wie ihr gesehen habt. Geleuchtet hat das Stadion leider nicht gestern Nacht. Ja. Schade, aber ja, no. Man kann nicht alles haben. Jetzt gehen wir noch schnell. Haben wir jetzt heute Morgen eine lustige Begegnung gehabt, oder? Ja, das also hat sich... ich bin jetzt. Sie ist reingekommen. Ich bin jetzt irgendwo auf einem asiatischen, oder ich weiss nicht eben, woher das die Leute kommen, auf einem Telefon registriert mit einem Foto. Und sie hat mich dann noch gefragt, von wo das wir sind. Dann habe ich gesagt, von der Schweiz. Hat sie gesagt, ja, morgen gehen sie in die Schweiz. Also die haben da wieder eine Monstertour, wie es von denen. Wie meistens. Ja, das ist halt so üblich bei ihnen. Lustig gewesen. Und für uns geht es jetzt
1 weiter. Wir sind jetzt auf Ulm gefahren, das ist uns nämlich empfohlen worden. Und da soll es, ich glaube, den höchsten Kirchenturm geben von Deutschland oder von Europa. Ich glaube, von ziemlich, ich weiß auch nicht. Wir werden es jetzt dann herausfinden. Auf jeden Fall, es ist sehr, sehr warm. Mittlerweile geworden, ja. Jawohl, wir haben die kurzen Hosen montiert und der Stellplatz, den man hier sieht, der ist also sogar gratis. Man kann Abwasser lassen und WC-Kassetten leeren, alles gratis, nur Wasser auffüllen, das würde etwas kosten. Aber, also super. Unser neuer Puschel. Ja, der neue Puschel ist immer noch ein bisschen langhaarig. Den müssen wir dann noch ein bisschen Fritter kürzen. schneiden. Also, jetzt geht es auf jeden Fall mal zu Fuß Richtung Dom, Kirche, wie auch immer. Also ich glaube, von da aus zeigt uns jetzt mit der Map, die wir geschaut haben, etwa 2 2 Kilometer. Das laufen wir jetzt schnell. Das packen wir. Hey ho. Dort ist er doch schon. Um ganz raufzukommen, musste ich mega lang anstehen. Sicher eine halbe Stunde, bis es endlich losgegangen ist. Speziell an diesem Aufgang, da kommt man nicht nur eine Bahn rauf, nein, man muss da auch wieder runter. Das bedeutet Gegenverkehr. Aussen rauf, innen durch, runter.
So, ich bin wieder drinnen. Es hat hervorragend funktioniert. Es geht allerdings lang, darum ist jetzt Fabienne auch in der Schlaufe für zum Raufgehen. Ja, ich war jetzt auch auf dem höchsten Kirchenturm der Welt. 161,53 Meter. Wobei ich weiss nicht, ob das dann wirklich so hoch war, aber es war sehr eindrücklich. 768 Stufen überwunden. Die müssen wir jetzt auch wieder runter. Aber das werden wir schaffen. Aber geht es immer. Es war wirklich cool, um den Ausblick zu geniessen. Was aber ist, man kommt rauf und es ist einfach mega eng. Man läuft und läuft. Einfach wenn es Fürsche geht. Aber ich glaube, wir sind ein bisschen in den Raschauer gekommen. Der Sven hat es schon ein bisschen enger gehabt. Bei mir war es schon ein bisschen lockerer. Also es war wirklich ganz cool. Und jedem zu empfehlen, der keine Höhenangst hat. Weil es ist, Oder Platzangst. Oder Platzangst, weil die letzten Stege darauf ist also wirklich sehr eng. Und ja, nicht für jeder Mann, Frau sein Ding. Aber für uns oder für mich mega cool gewesen, würde ich gerade wieder machen. Aber jetzt gehen wir dann wieder mal ein bisschen auf den Boden runter. He? Ja, ich glaube, da hast du recht, weil ich glaube, jetzt haben wir uns auch ein Glas verdient. Und einen Kaffee? Auf jeden Fall einen Kaffee. Nach dem Glacé gestern, der übrigens sehr fein war. Ja. Wie hat der Laden geheissen? Eisrausch. Eisrausch, genau. Gerade neben dem Fruchtrausch. Ja, ist also. Kann man also sehr empfehlen, geht dort das Glacé essen. Was hast du gehabt? Ich hatte Malaga und Ulmer Praline. Und ich hatte Raffaello und Zitrone. Sehr einfach gut. Herrlich erfrischend gewesen. Ja, nachher sind wir zurückgelaufen, die rund 2 Kilometer bis zu dem Platz hier. Es ist dann auch schön warm geworden und wir sind ein bisschen ins Schwitzen gekommen, aber alles gut. Die Nacht ist, also ich habe zwar gut geschlafen, es war allerdings relativ laut gewesen, wobei dann plötzlich irgendwann ist es zack dunkel, ruhig gewesen. Ja. Ja, ich denke, es hat wahrscheinlich zu tun, weil A, es war Samstagabend, B, es ist in der Innenstadt, also um das Münster herum war noch der Christopher Street Day gewesen. Da hat es gerade einen Park, wo die Jungen halt, oder auch die Älteren, Party machen, trinken, bis sie nicht mehr wissen, wo vorne und hinten ist und dementsprechend halt dann so heimlaufen. Und das haben wir dann halt gehört, irgendwie morgen um 1:30. Aber es ist gut gegangen. Aber es war okay gewesen. Ich bin ja ein leichter Schläfer und ich habe gut geschlafen, also alles okay. Ja. Für uns geht es jetzt leider wieder heim zu, das heisst, der Vlog endet hier. Die nächste Etappe wäre dann... Was die nächste Etappe? Es gibt keine nächste Etappe. Ja doch, für uns schon. Der nächste grosse Trip wäre dann Etappe. nach Belgien, Luxemburg und Belgien. Und da geht es jetzt bei uns langsam in die Planungsphase. Wenn ihr noch Empfehlungen habt oder gute Tipps oder keine Tipps, dann schreibt uns das doch bitte unten rein. Wir sind sicher mega froh, weil geplant habe ich noch nichts. Die Planungsphase geht jetzt los. Und ihr könnt auch ein bisschen teilhaben, wenn ihr uns Tipps gebt. Und da wir bis dahin leider keine grossen Freitage mehr werden haben, ist es das jetzt vermutlich auch gewesen, bis es dann im August nach Belgien losgeht. Und Luxemburg. Genau. Also macht's gut. Bleibt gesund und fit, geniessen den Sommer und wir sehen uns schon bald wieder, wenn es wieder heisst Svefa on Tour. Tschüss zusammen. Ja, ich finde, da hast du recht, weil ich glaube, jetzt haben wir uns ein Glas verdient. Oh ja, und Kaffee? Ja, mindestens. Kaffee. Ihr kennt es ja, Kaffee, unbedingt. Und ich schaue irgendwo ins Studio, jetzt müssen wir es nochmal machen. Ich habe die ganze Zeit geschaut, ob der...